Hallo Marius. Wie flattert war den Verreich zu haben, hier in Dienststellung für den Herrn, nämlich Gott sein Wort fertigzubringen. So das ist ein Verreich in der Freiheit. Der erste Ondag, der vierde Ondag, was ich bringe, hier, das Thema wird durch die Kampf in das Familienleben. Und weet je, dat is ook waar, er is veel kampf in familiesleben. En dat darf nicht so sein. Weet je, die Kampf, der braucht nicht sein in seinem Familienleben. Das ist manchmal auch in viele Familien. Gott hat nicht das angeführt. Gott sein Willen ist, dass wir sollen ein frohes Familienleben haben. Das ist, was Gott sein Willen ist. Und er hat uns ein Fenster abgegeben in sein Wort, wo wir das können haben. So, von daher, Marius, ist mein Verlangen, auch mal von einem Familienleben zu reden, über den Thema habe ich gewählt, was merkt ein freiliches Familienleben. So, was merkt ein freiliches Familienleben? Und ich glaube, das ganz Radste ist, der Hauptsache ist, um das zu haben, ist, dass wir Gott in unsere Familie haben. Das ist das ganz Wichtigste, Nummer 1, wenn wir Gott in unsere Familie haben. Dann können wir ein freiliches Familienleben haben. Ich will mit den Text zu dit uit Psalm 127. Ich gleich dessen Psalm sei, dass das von Familienleben. Und ich habe ein Wort von der Vers gewählt, und das sagt es dit. Wo der Herr nicht das Haus büht, arbeiten der vergebens, der daran bühen. So, wenn der Herr das Haus nicht bühen wird, dann all die Arbeit, was wir uns merken tun, um eine Familie abzubringen, das ist vergebens. Das dann ist der Herr nicht damit an. So, ich dachte, das wird ein sehr passender Vers zu diesem Thema. So, wenn wir wollen ein freiliches Heim haben, eine freiliche Familie haben, dann müssen wir Gott in unser Meer haben. Wenn wir wollen eine Familie haben, die bestehen wird. In dieser Zeit, wo wir leben tun. Dann müssen wir Jesus Christus mit uns Steingrund sein in unserer Familie. Da muss uns Fundament sein, uns Foundation für die Familie. Ich will uns was Versen lesen aus Matthäus Kapitel 7. Da will ich was Versen lesen, wenn ihr in der Bibel habt, wenn ihr mitlesen wollt. Das sagt, wer meine Rede gehört, hat in das, was ich gesagt habe, als so aus in verständiger Mann, sondern was der Verständnis hat, der sein Haus auf den Steingrund büht. In der Regen fall en dat Water komt, en de wind bloest, en schlucht je in dat Haus. En dat valt doch nicht, weil es dort auf den Stein gebaut wird. So ich habe sein, warum fällt das Haus nicht? Wenn der Sturms kommt, en Arü kommt, en alle Hand haben eine Familie nennen, aber wenn Gott der Steingrund ist in unserer Familie, dann fällt das Wein nicht. Wenn der Wind auch blosen wird, und der Regen kommt, das fällt der Wein nicht. Weil es dort auf den Stein gebaut ist. Und dann sagt er wieder in Vers 26, und wer meine Rede hört und nicht das, was ich gesagt habe, ist aus ein unverständiger Mann. So, der hat nicht das rechte Verständnis, der sein Haus auf den Sand baut. Und aus der Regen fall und dort Water kam, und der Wind blost, und je in das Haus schlug, fall dort mit grautet Krachen taub. So, das würde ich verstehen, wenn wir auch denken dann an, wo Häuser gebaut wurden von der und auch all das, was die zu tun haben mit Häuserbühren, für jeden das wird ganz klar sein. Wenn die ein Haus bauen, dann das erste, was das Fundament gebaut, dass das was feststehen kann, wenn sie da bauen tun. Und kriegst du das ab dem Jässelchen. Diese Titen Jahr haben viel, was sich befrieren tun. Und wenn die nicht das erste Hauptsache merken tun, dass sie ab diesem Steingrund, was der Herr Jesus Christus als bauen tun, dann wird das nicht bestehen bleiben. Kriegst du das im Jässelchen, unser jässliche Heims, ans Familienleben, dort muss Jesus Christus muss das Foundation sein. So, wo das Haus auf den Stein gebaut wird, so ein Haus bleibt bestehen. Und du hast eine Sicherheit. In so ein Haus, in so einer Familie hast eine Sicherheit. Und auch eine Freude. Und du hast auch Friede. Und auch Liebe. Wat er geeft. Al deze dingen brokken, om een vriendelijk, om een vrijelijk familiesleben te hebben. En voor mij te bezien is
Een vrijelijk familiesleven te gaan als wanneer we vrede hebben, en wanneer we vrede hebben en wanneer er lief is in de familie. Er wordt nog veel meer zijn wat ik met aanvlechten en met aanhalen, maar ik dacht aan deze 3 dingen waar ik hauptsächlich wil van reden, van deze Marius. En dat eerste wil ik reden van vrede. Vrede te hebben. Dat is nodig dat we vrede hebben in onze familie. Im vrede leven kunnen. Kolosser 3, vers 15 zegt Paulus de stad. En laat Christus zijn vrede in jullie harten regieren. Gott heeft jullie tot gewählt, zijn vrede te hebben. So zijn verlangen is dat Christus zijn vrede in ons is. Als Glieder in einen Körper en sie dankbar. Hier redet Paulus hauptsächlich vielleicht die Gemeinde, aber wir können die Gemeinde auch teilen aus einer Familie. Dat Gott seine Familie gehören down. So das ist, was er sagen wird. Laat Christus sein Frieden in den Harten regieren. So den sein Frieden muss in uns Harten regieren. In an Vers 16 sagt er, auch in Kolosser 3, Vers 16, laat Christus sein Wort reglich man kunt wohnen. Und das dachte ich so, das wird auch sehr neidig, wenn wir das tun. Weil wenn wir Christus in uns Hort haben, in uns Heim haben, dann wird sein Wort in uns wohnen, in unserer Familie wohnen. Sagt, laat Christus sein Wort man kunt wohnen. Und dann belehrt und halbt einer den anderen. In alle Weisheit. Und dann singt und dankbar das Hort, Psalmen und geistliche Lieder Gott zu ehren. Heb je mal gemerkt, wenn je eens so wie eine Familie sind, wenn je wo te Jahr sind, vielleicht in so eine Familie ankommen, wo das alles geäuft wird, dann kann er sehr bald morgen, als das ist. Wenn du eine Familie ist, wo sich einig sind, da haben Friede manchmal, und wenn sie von eins vertalen, dann brauchen sie Gott sein Wort mithelfen, in der Gemeinschaft, was sie haben, das wird er sehr gut an. Oder wenn er eins wo mit dir vielleicht in einer Wegenraum täten down, oder ab der Daschen täten, das aus der Bibel legen, der so wieder, oder was du in der Haus ist, was in der Heim ist. Wat er geäuft wordt, dat kan er sehr bald antwoorden. En ook de atmosfeer, wo er mank is, wo er tot met is, dat is bald te maken als de Christus in de heim hand oder niet. Wat je dat is, wordt een vrijelijk familieleven merken dat. In Christus kan we vrede vinden. De Welt kan deze vrede niet geven. Veel mensen zeggen deze vrede op een rechte stad. Die gaan in de Welt naar, die zeggen in de council, er eens wordt van de Welt om een vrede geven, dat ze kan vrede im Heim haben, in der Familie haben. Aber die fängt das gleich. Da ist vielleicht stolz, wie es für ein kleines Stolz gefallen, und sagt, ja, wir haben sie gefunden, was empfehlen das. Aber in der Wirklichkeit, da bleibt immer was ladig. Da bleibt noch immer was ladig. So, und diesen Frieden können sie nur in Jesus Christus finden. Da ist der Hahn. Jesus sagt zu seinen Jüngern, kurz vor dort, wo er hier Aufschritt nehmen von der Jahresheit am Himmel fahren, dann wünscht er auch sein Frieden. Johannes 14, Vers 27, sagt er, es das, was er hier loten deit. Er sagt, Frieden lot ich künd. Meinen Frieden gebe ich künd. Ich gebe künd nicht so aus der Welt jaft. Lot künd nicht das Wort bearbeiten. Und fürcht künd nicht. So, wenn Jesus hier fortfahren, dass er die überhaupt sein Frieden wegen doch manche Menschen, die wird haben. Sie können diesen Frieden wegen haben. Und er sagt, ich gebe ihnen diesen Frieden. Aber nichts aus der Welt geben nicht. Gebe ich ihnen den Frieden. Und sie brauchen nicht Furcht haben. Er sagt, fürcht ihnen nicht. Jesus sagt auch zu seinen Jüngern, klein stolz nur dort, was Jesus Christus gekreuzigt worden wir, als er begraben wir, seine Jünger, die waren sehr arg. Die hatten keinen Frieden und entweder Angst. Sie hatten sich beschlossen in ein Haus, mit Angst vor den Juden, was sie zu Jesus getan haben, Lehrer. So sie waren sehr arg und hatten keine Frieden und keinen Frieden. Sie glauben, Jesus wird gestorben und sie hatten nicht mal dessen Frieden, diese Frieden, was sie haben können haben. Aber dann kam Jesus bald in der Erde an und wünschte er seinen Frieden. In Johannes 20, Vers 19 lese ich es dort. Sagt dann den ersten Tag in der Weg zu Obes, als die Jünger taub werden, in uit Furcht für die Juden, die deren Teu geschloten hatten, kam Jesus und stund mank und sagt, Friede mit Jünd. Er wünscht uns Friede. Friede mit Jünd, sagt er dort ernt. Als er das gesagt hat, weiß er seine Hänge und seine Sied, dann werden die Jünger froh. Dass sie dem Herrn sagen, was ihr das gibt, ein Friede,
dass sie wissen, Jesus wird abgestoßen von seinem Tod. Der wird nicht tot geblieben. Und Jesus wünscht hier seinen Frieden. Und das ist auch, was uns Frieden kann geben. Uns fehlt auch den Frieden. Oftmals leben wir in einer Zeit, wo wir nicht Frieden haben. Wir sind unruhig mit Dingen, die wir umgehen, aber wir haben auch diesen Frieden, wenn wir Jesus Christus in uns Heim haben. Weil viele Menschen, die haben den Herrn Jesus Christus nicht in der Haus und die haben keinen Frieden. Die haben keinen Frieden. Du hast keinen Frieden zu haben, nicht zu fein. Römer 15, Vers 13 sagt Paulus, es steht der Römer, mocht der Gott, von dem alle Hoffnung kommt, der jünen Glauben in arm verlabt Fried und Fried schenken. Das kann wir hier, das kommt von Jesus. Er sagt, mocht der jün Fried und Fried schenken. Dat jüne Hoffnung durch den Heiligen Geist seine Kraft in jün wassen mocht. Weet je, Jesus Christus, der will Gieren ein Port sein von unserer Familie. Er will haben, dass wir sollen Arm in uns Haupt haben, unsere Familie. Er will das Haupt sein in der Familie. Und er will so gieren, dass wir Arm in uns Haus nehmen, in unsere Familie nehmen, dass er kann Frieden sein in der Familie. So dass ich all sagen, dass unarm, die wir euch haben. Das ist Friede, ist euch die Hand an. Und Jesus, der will so gieren in uns Haupt ankommen. Für so eine, was wir alle erfahren haben, die kann dort mit Erfahrenheit sein, dass du hast eine Friede und du hast eine Friede, was das keiner geben kann. Und das ich sage, dass Jesus will hier in uns Hort ankommen. In Offenbarung 3, Vers 20 zu lesen, wie es steht. Er sagt, kijkt, wir sollen aufmerksam sein. Er sagt, kijk mal, ich stehe vor der und klapp an. Wenn wer meine Stimme hört und der aufmerkt, bei denen, wo ich nennen und mit einem Taub eten, und heim mit mir. So sein Verlangen ist, wenn wir wollen uns Hortens der Aufmerksamkeit verarmen, dass er kann in Port sein von unserer Familie. Das ist, was er hier will. Dass wir sollen der Aufmerksamkeit verarmen. Und wenn wir die Friede haben, wenn wir Jesus in uns Leben haben, in unserer Familie genommen haben, dann wollen wir das bald anwenden, dann hast du Friede. Der kann Friede bringen. Dann hast du nicht Arü. Anders hast du Arü in der Familie. Aber es ist dann kann der Friede sein. Er bringt Friede in uns Leben hinein. Und das gibt Friede. Und Friede zu haben, ist ein guter Ding. Von einer sich kann freuen, dass er so eine Friede ist. Wenn wir mit dir denken, wo Jesus uns beschützt und geführt und gelehrt hat, von da aus wir haben angenommen als uns persönlicher Heiland, auch vielleicht auch sogar euer wieder deuten, hat Gott uns beschützt und gelehrt. Und wenn wir denken an die Vergangenheit, wenn ich denke an unsere Vergangenheit, wo Gott uns gelehrt und geführt hat und uns beschützt hat, das ist wirklich eine Freude und zu denken. Zu weiten, wo wir von der und Tag sind, als wir uns Gott als uns lief. Er hat uns gelehrt und geführt. Das ist wirklich der Freude, auch der wir haben. Und er hat uns auch versprochen, er sagt, er wird uns keinmal verloren. Er wird uns keinmal verloren, er wird uns keinmal im Steg lassen. Sagt er in Hebräer 13, Vers 5. Ich wurde nicht verloren, die nicht im Stich lassen. Wenn wir auch oftmals haben am Tag gelassen. Wir sind unsere eigene Wege gegangen. Wir haben uns gewählt, unarm Dinge zu tun. Und arm Leute wie hängen. Den Leute wie im Stich. Und dann hast du noch einmal trü und kommt einmal weiter und halbt uns von, wenn wir uns haben eins vor gebracht, wo wir nicht wollen sein. Und halbt uns da einmal weiter herüt. Das ist Gott seine Leben. Und das darf eine Freude, das zu weiten. Und das zu weiten, dass wir in Gott haben. In Gott, den wir dein tun, was uns trü ist. Er ist trü zu sein Wort, das er gesagt hat. Ich rede diese Weg mit einem mit einem Bruder, und er vertelt von einer Familie, actually von seiner Familie. Er kommt von einer großen Familie und er sagt, was er für Arü in ihrer Familie war. Er sagt, die meiste von ihrer Familie, von seiner früheren sieht wir dort. Und er vertelt, die waren gebunden und menschliche Gesetzen. Und die hatten keinen Frieden. Die hatten keine Frieden.
Sie hielden sich an Kleidien in der Religion, was die Gemeinde entfernt hat, was sie soll nur folgen. Und doch haben sie keine Frieden. Und einmal waren dann seine Erdwiesen, wo haben sie so eine Kleidien brauchen deiden, oder wo haben sie das oder dort deiden, wo haben sie so eine Kirche fahren deiden, aus der deiden. Einmal waren dann sie wiesen, was sie erreicht deiden. Sie werden so sehr gebunden und diese Gesatzten, was sie haben, vergesagt, was sie sollen holen. Und doch, die finden keine Frieden. Die wird keine Frieden in der Familie. Wenn sie taub kommen, dann sie vertalen sich nochmal von eins Wort, aber einmal war gibt das Ari, die hat eine Stiderie auf. Und er fragt mich, was muss er tun mit uns dort? Wo können wir Frieden in so eine Familie bringen? Er sagt so sehr, dass er Frieden sein in ihrer Familie. Er sagt, wo kann er dort? Er sagt, einmal war ich, sag ich mal danach, war ich da ab und dachte so, für was kann ich beten? Dann fallen immer war seine Familie bei, der wird dann noch nicht im Herrn wandeln deiden. Und ich glaube, Gott hat das einmal uns abweichen in der Zeit, wo das nötig ist, für so zu beten, wo das noch nicht zu sein gekriegt haben, dass Jesus Christus will haben, dass wir sollen frei sein, freigelassen sein werden. Dass wir nicht sollen gebunden sein und menschliche Gesatzten und so weiter. Und also das, was sie verlangen wir. Und ich habe gesagt, das darf nicht eine Frieden, auch nicht eine Frieden, so ein Leben zu haben. Gott will haben, wir sollen Freiheit haben, wir sollen Freiheit haben, am zu tun, du noch aus das Wort ansagen, uns nur Gott sein Wort rechten. Und dort ist eine Freiheit, dort zu weiten, von Gott ans ich haft, dass die offenbart, was er für uns getan hat. Dass er auf uns frei gesagt, durch sein Sehen Jesus Christus. Und du hast nichts, was wir können mit tun. Wir können viel Gesetz nur folgen in der Proben zu holen, so gut als wie wir können. Und einmal war wo wir das feiern, das darf nicht Frieden. Das darf nicht eine Frieden und wir haben nicht eine Freiheit da. Das darf nicht Freiheit. Bloß Jesus Christus kann uns die Frieden und Freiheit geben. Das ist so schön, wenn er mit Familie taub kommen und sich unterhalten von Gott, von den Dingen, die Gott getan hat, von uns Leben und so weiter, und von Gott sein Wort unterhalten, und dass das eine Stiderie aufjagt. Weil dort ist Frieden. Und dort jaft eine Frieden. Das ist Kolosser 3, Vers 10 sein, dass Lord Christus sein Wort rechtlich man können wohnen. Dort eine Familie sich kann von Gott sein Wort unterhalten, mit Frieden, mit Frieden. Dort ist gut. Dort mehr ein freiliches Familienleben. Und wir sollen auch keinmal abhören, unsere Kinder von Gott zu vertalen, von was er getan hat in uns Leben, in unserer Vergangenheit. Immer weiter unsere Kinder das vertalen, was er getan hat in uns Leben und was er will in ihr Leben tun. Das sind wollen erst, dass er auch will verändern und aufmerken zu der Wahrheit. In das Alte Testament lese ich von, wo Gott Moses Gebot geben, denn was sie sollen die Kinder pünktlich abschwappen, was er getan hat und was er zu sagen hat. Also in 5. Mose Kapitel 6, wo ich was Versen lesen, sagt er, ihr sollen dem Herrn, den Gott, mit den ganzen Hort Gott sein, am Leben, und mit den ganzen Seil und mit all deiner Kraft. So mit alles, was sein wird, sollen sie Gott leben. Dann sagt er, diese wird, der ich von dir geben, soll die nie nicht vergeten. Das sollen sie am Denk holen, dass sie Gott leben in ihren sollen, mit alles, was sein wird, werden. Und dann sagt er, Vers 7, schwappt die Kinder ab mit dir. Red von dir, wenn die in den Haus sitzen, und wenn die reisen, wenn die in Dol leihen, und wenn die abstoßen. Hier gebe so eine Idee, dass der sollen immer Gott im Sinn haben, immer Gott in ihre Gedanken haben. Er verteilt soll Gott sein, der will mit ihnen sein in ihre Gemeinschaft, was sie haben. Er verteilt, was sie haben. Wo immer sie wären, aus der Foren deuten, oder aus der Tüß sitzen deuten, oder wenn sie sich Dol leihen deuten, Gott soll immer in ihre Gedanken sein. Keinmal den vergeten. Und was Solomon wird sagen, wer sei kennig, er sieht gleich so. Er sieht in Sprecher 22, Vers 6, sagt er, Lehr ein Kind den rechten Weg gehen, dann wird er auch dabei bleiben, von der alt wird. Das ist sehr guter Rat unternehmen von den wer sei kennig. Weil ja, da kommt manchmal Tiden an, wo die Kinder eingehörsam sind, von der Zeit lang. Aber wenn er von klein an die Heilige Schrift lernt, was Gott für ihn im Sinn hat, was er getan hat und so weiter, dort verjäten die euch. Dort wollen die euch verjäten. Die wollen zurückkommen noch. Ich kann mit Erfahrung sagen, dass Gott hat uns das gewesen.
in unserer Familie. Wir freuen uns, dass wir können sagen, unsere Kinder haben alle den Herrn Jesus Christus angenommen als ihr persönlicher Heiland. Weil ihr dort ja eine Freude. Dort ja eine Freude, weil dann trägt ihr in der Tiden gewesen, wo er einmal sich freuen, und als das wirklich wird, all die Zeit, was er braucht, und er nehmen, der an seine Kinder abzutragen für den Herrn. Weil ihr, dann trägt ihr in der einer Sitte dort, der hat den Herrn angenommen, der hat das nicht verjährt, und dann haben wir diese Farge annehmen, was Solomon hier sagen wird. Leer entjent den rechten Weg gehen. Leer den rechten Weg gehen, dort betont sich, dort ist das wird. Und dort ist nicht verspielte Zeit. In Psalm 78, wenn ich kurz Versen lesen, ich dachte, dass wir noch sehr wertvolle Versen, sagt er, was die gehört, im Psalm 78, Vers 3, was die gehört haben in Weiten und was unsere Väter uns verteilt haben, wir wollen den nicht geheim holen für unsere Kinder. Wir wollen den dort verteilen, danach nur herkommen. Von dem Herrn seine herrliche Wunderwerken, alles was er tut, seine gewaltige Macht zu beweisen. So unsere Kinder, was wir nu haben, auch und unsere Großkinder auch sogar, dass die wollen auch ihre Kinder vertellen von Gott seine Macht. Den Herrn seine herrliche Wunderwerken, was er getan hat. Er hat Israel in Gesetz entstellt, in Jakob in Zeugnis fast und befohlen, an ihre Kinder dort zu lehren. So das hat er versprochen, er hat gesagt, dass sie sollen ihre Kinder das lehren. Und auch in Vers 6 heißt es so, dass kommende Generationen dort auch weiten würden. Und dass sogar die nach Wurden geboren wurden, also in der Zukunft, dort dann auch ihre Kinder sein würden. So das soll immer bleiben, unsere Kinder dort verteilen. Unsere Kinder immer waren, die verteilen ihre Kinder dort. Der wird danach Wurden zu der Welt gebracht worden. So ich sage, wenn er dann trägt in der einer kann es sein, dass die Zeit nicht eine verspielte Zeit ist, um seine Kinder abtragen für den Herrn, dort ja wirklich eine große Freude. Und ich sehe mir sicher, viele von Ihnen, die wollen auch keine Erfahrungen vertellen. Wir haben Familien hier in unserer Mädchen, in unserer Gruppe, wo Gott das Haupt ist in der Familie und dort ist gut zu sein, zu machen. Dort wird er gut an. Dort ist gut, dort gibt es eine Freude. Ich würde mitsagen mit 3. Johannes 1, Vers 4, wo das sagen, dass ich habe keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder nur der Wahrheit in Christus leben. Und von der ist Father's Day, so ich will Ihnen schlicht am Anfang das Happy Father's Day wünschen. So, da war ich nur noch. So, und ich will mir wieder untersagen, ich glaube, in jeder Fuder, wo ich mitsagen mit dieser Farge, dort ein Fuder gibt das nicht gerade Freude. Das gibt nicht gerade Freude hier auf Erden, als zu weiten, dass seine Kinder in der Wahrheit leben, für den Herrn, für Christus. Ich will mir das sagen, in jeder Fuder, wo so ein Verlangen haben, und das würde nicht eine gerade Freude geben hier auf Erden, als zu weiten an seine Kinder, die in der Wahrheit in Christus lebten. Aber dann weiß wie dort, wenn die ein Verhältnis haben mit dem Herrn Jesus Christus, da hat er Leben am übergeben, da regiert in ihrer Familie, dort gibt es eine Freude, dort zu weiten, wenn wir alle taub zu derselben Familie gehören tun, und wenn wir das weiten tun, dass uns Namen ist in das Lebensbuch geschrieben, dann haben wir alle taub, vorwärts kicken, wenn Jesus Christus wird kommen, zu seine holen, sie nicht holen, dann haben wir taub mit unseren Kindern taub, wo wir im Himmel angenommen worden. Dort gibt es eine Freude. Gibt es noch nicht eine Freude als dort? Als hier eins eine Freude hier auf Erden, was uns angeboten wird, was dort kann wegnehmen, ja, da wird eine andere Freude geben als dort. Nicht für mich zu sein. Eine Zeit dann, wir in der Sonne, die wollen Jesus auf Probe stellen, dass er hier nach Erden wird, dann wollen sie am Frauen, was das ganz Wichtigste wird, was das Neidigste wird, was das letzte gebaut wird. Der frühere Schriftgelehrte Jesus in Matthäus 22, Vers 35 sagt, am Jesus verseken, stahl einer von den Schriftgelehrten an eine Frau und sagt, Meister, wohnt erst das Größte gebaut im Gesetz. Das wieder im Neuen Testament. Erst sehen wir von, was in das Alte Testament sein, was das ganz Wichtigste wird. Das wird Gott zu leben mit alles, was er im Wird wird. Und hier sagt Jesus zu diesen Schriftgelehrten,
Als de vrouw in woont het laatste gebouwd via hem gezegd. In vers 37 zei hij zegt hem, du sollst den Herrn, dienen Gott, mit den ganzen Hort Gott sein, also am Leben, und mit den ganzen Seil und mit all deine Gedanken. So mit alles, was sein wird, wir sind die Gedanken und was sie haben, was innerlich entwirrt, was entwirrt. Sollen sie Gott leben, mit alles, was sein wird. Also das ist das Geradste, in erste gebaut. So das wird das ganz Wichtigste. In der zweite gebaut ist mit dem Gelegt. Du sollst deinen Nober, die rote Gott sein aus die selbst. Also unsere Nächsten, ans Nober. Der ist ans Nober. Das kann das sein, was dich bei uns ist, wo wir mit wohnen in der Familie. Wer immer das muss sein, wer die Nober ist, wer die Nächste ist. Das ist gleich so wichtig, den zu leben, aus Gott zu leben. Also das erste wird Gott leben und das zweite Gebot ist mit dem Gelegt. So das wird gleich gleich mal dort, gleich so neidig. Die Nober zu leben aus die selbst. Was die Gott ist, Leib, was sehr groß ist. Wie Gott wird Leib ist wichtig. Wils Leib sich immer den nächsten Gott zu tun. Hij dat al je gemaakt, want de eens voor Leib ist, van de eens wer, van die weten, dass die gleich wer sei. Der braucht dich immer Schulden anzudauen. Du kannst ja verloren, der wird dir nicht Schulden andauen. Römer 13, Vers 10 sagt, wer den nächsten Gott ist, also wer den nächsten Leben hat, wird den nicht erreicht dauen. Mit Leib tolig sein. Haf einer alles gedonen, was das Gesetz verlangt. So hier sagt Paulus auch, er sagt, wenn du den nächsten Gott bist, wenn du den nächsten Leben hast, dann wirst du den nicht proben, erreicht anzudauen. Du wirst den nächsten nicht proben, Schulden zu dauen. Das ist bloß nicht, wo das arbeiten, das Leib schafft nicht so dort. Leib braucht immer zu sein, wo du den nächsten kannst Gott dauen. Wo du kannst beiführen, wo du kannst ein Port sein von seinem Leben. Und dort merkt ein freiliches Familienleben. In der Familie auch es dort schaffen. Und wo der Leib hat Worten, das zu sein. Das ist nicht bis wird. Wenn du wo der Leib ist in der Wirklichkeit, da war spät an, du sind Worten hängen die wird. Das beweist sich mit was sie tun. Und je habt Frieden und je habt auch Frieden. Ohne Leib kann wir das nicht haben. Und kann wir Frieden und Frieden haben. 1. Johannes 4, Vers 18 sagt, wir brauchen uns nicht fürchten vor einen, der uns wirklich Gott ist. So als er uns rein Gott ist, also Gott, merkt alle Angst in uns anneidig. Wer sich noch fürchten wird, in den erster Leib noch nicht tüßig geworden, will es fürchten, der einer sich verstruft. So, wenn du das hier sagt, wenn du das Leib noch nicht erfahren hast, wenn du das Leib nicht hast, wenn du noch Angst hast, dann ist das Leib noch nicht wirklich in dir. Dann ist er noch nicht tüßig geworden in dir. Willst du dann haben wir Angst. Und wenn wir noch Angst haben, sagen sie, wir sollen nicht Angst haben für Leib, wenn wir Leib haben. Angst haben soll wir für Struf. Dann sagt er, lass uns untereinander gut sein, lass uns untereinander leben, weil er uns all verher gut wird. Wenn wer sagt, er ist Gott gut, und er ist sein Bruder über feindliche Sonnen, der Licht. Wer sein Bruder nicht gut ist, den er sieht, der kann Gott nicht gut sein, den er nicht sieht. Das ist, was er uns gesagt hat. Wer Gott gut ist, wird auch seinen Bruder gut sein. Also da wird antworten sein. Wer Gott leben wird, wer wirklich Gott leben wird, dort wird immer schälen. Da wird der Nächsten auch leben. In anderen wird gesagt, Gott leben wird immer an von uns nur den Nächsten. Wer wirklich Gott in Leben hat, der wird immer an, das ist immer schlohnt. Das geht nicht zu halten, das ist bloß, wo das arbeiten wird, das ist, wo Leben schaffen wird. Galater 4, Vers 14 sagt Paulus, willst das ganze Gesetz erst mit ein Wort taub geführt. Du sollst die Nober Gott sein, aus die Salz, also Leib. Mit das eine Wort ist das ist Leib. Das ist mit einem Wort taub geführt. Weil die einzige Mal, wenn wir uns ein bisschen beobachten, ich weiß, bei mir der nach Moses dort, wir sind sehr empfindlich.
wir können uns einer den anderen gleichzeitig verdrehen. Wir sind sehr empfindlich. Wir haben Angst, was uns wollen sein. Wir sind empfindlich. Aber Kolosser 3, Vers 13 sagt, verdreht einer den anderen. Was ihr das auch wohl live arbeiten hat. Und vergeht jünd untereinander. Wenn wir eine Klau in den anderen haben, so aus der Haar jünd vergeeft haben, so muss die auch vergeben. Wenn du ein Christ bist, wenn ich die was anderes getan habe, du musst mich vergeben. Nu gaat zijn woord nog. Christus Christus die vergeeft heeft. Du noch, als die vergeeft heeft, sollst du auch den Nächsten vergeben. Dat is voor jou arbeiten dat. En het ganz wichtigste von all dit is lief. Kolosser 3, Vers 14 sagt, en er alles sieht lieftulich. So all dat, wat wir hier, sogar nu von der Samaris hier haben, er all dat, wat du raten ist all dat is lief. Aber alles sieht lieftulich, sodass alles zu einer vollkommenen Einigkeit verbunden wird. Weil je Leib wird alles verbinden, dann wird es taub sein. Das sollte sein, das Leben für eine Familie, für einer für den Nächsten. Ich würde noch zum Schluss gleich in Kolosser 2, Vers 2 reden, bis zu lesen. Ich gleich diese Vers sei erklärt, wie auch sehr passend für das Thema. Sag, mir ist das daran zu tun, dass die vom Horten mutig worden und dass die jünd untereinander einig und gut sind. Dass die jünd untereinander würden leben. Ich mag auch, dass die in jüne Erkenntnis wachsen und fast worden. Und Gott seine Geheimnis, dass als Christus immer besser verstehen lernen. Weil das ist, was mein Wunsch und Gebet auch sind, zu jünd alle, zu uns alle. Das ist Paulus hier sieht. Er sagt, mir ist es daran zu tun, dass die von Horten mutig sind. Dass wir mutig leben als eine Familie. Dass uns Familie leben kann, mutig und freilich sein. Das wird mein Gebet auch sein für uns alle. Weil wir Gott loten uns Haus bauen, unsere Familie bauen. Anders als das alle vergebens, was wir tun. Das ist all sein, denn was immer wir dann tun, wenn wir nicht Gott in unserem Herz haben, die Arbeit, was wir uns merken, das ist vernünftig, das ist vergebens. Wo der Herr nicht das Haus baut, Arbeit, der vergebens, der dort bauen wird. Weil das ist, was eine freiliche Familie leben merken wird. Wenn wir das haben, dann haben wir eine freiliche, scharfe, mutige Familie haben. Da wir nach dem Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die gute Hoffnung, die wir in dein Wort fingen. Wir danken dir auch, Herr, dass du hast das so erschaffen, dass die Familie sind. Und wir weiten, dass dein Verlangen in dein Wort nur ist, dass wir eine freiliche Familie haben. Dass wir Frieden und Liebe eiven in den Familien. Ich danke dir, Herr, für die vielen Familien, die wir haben, sogar in unserer Mädchen hier auch, was das eiven tun, dass wir morgen können, dass du hast Liebe und du hast Frieden und du hast Frieden in den vielen Familien. Gott, und für dich, wenn du so eine Familie sind, die das nicht haben, die das erfahren hat, nicht gemerkt haben, noch nicht erfahren hat, ich bete, Herr, dass du musst endlich offenbaren, dass du endlich straken und wiesen, dass dein Verlangen ist, dass sie auch möchten, diese Erfarenheit merken, dass sie auch eine freiliche, eine gute, leibtolle Familie haben. Dass sie möchten deine Leib erfahren, dass sie möchten, wenn du an der anklappen lässt, dass sie wollen Balance sind, der aufzumerken und die anzuladen, auch im Port zu sein von ihrer Familie. Wir weiten, das ist der einzige Weg, wo eine Familie kann, diese Freiheit haben, wenn du in ihrer Mäd bist. Wir weiten, du hast viel, was der Welt anbieten wird, aber was er nicht gelegt zu teilen hat, mit was du anzubieten hast. Ich bete, dass wir nicht wollen in der Welt gehen, nur rot, wenn wir rot wollen haben, wenn uns das fehlen wird an unsere Familie, dass du kann Mut und Frieden sein, dass wir wollen nicht die gehen, weil es bei dir erst zu haben, eine wirkliche Frieden zu haben, der du anbieten hast. Dankeschön dafür, Herr. Musst du uns wirklich sehen, nur den Willen, dass du den Wort uns gegeben hast. Dankeschön für das.